Ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Luca Giraud. Ich bin Standortleiter hier in der Silvan Church. Es ist unser Anliegen als ganze Kirche, dass du durch diese Message Gott tiefer kennenlernen und ihm begegnen kannst. Herzlich willkommen. Guten Morgen an dem wunderbaren, warmen Sonntag. Ich hoffe, niemand hat kalt. Aber es ist noch einigermaßen kühl hier in Silbern. Und wir werden miteinander jetzt in Gottes Wort hineinschauen. Ja, Trauer, ich glaube, das kennen wir alle in unserem Leben. Trauer erleben wir eigentlich immer dann, wenn wir etwas verlieren, was uns etwas bedeutet hat. Das kann ein Mensch sein, das kann Gesundheit sein, das kann etwas sein, etwas Materielles, das kann etwas sein, wo uns aber vielleicht auch noch tiefer geht. Und ich bin gerade so erinnert worden, auch an Situationen, wo Eltern manchmal haben. Ich meine, es ist ja mega schön, oder? Wenn man ein Kind bekommen, wenn man eine Familie haben darf. Aber kaum ist das Lebewesen da, merkt man, ich habe noch andere Emotionen. Ich kann mich erinnern, wie unsere Töchter geboren sind, 2005 und 2008, Tamina und Anna. Es war eine riesen Freude gewesen. Und zum ersten Mal dachte ich, wow, jetzt sind wir so etwas wie Familie oder ja. Und auf der anderen Seite plötzlich ist mir bewusst worden, jetzt hast du eine riesen Aufgabe, Matthias. Das kleine Menschli ist auf Gedeih und Verderben abhängig von den Eltern. Und mein Vorgänger hat es immer so schön gesagt, er hat gesagt, Eltern brauchen nicht Kinder, Kinder brauchen Eltern. Und dann wird es grösser und man freut sich natürlich an viele Sachen, ja, wenn sie das erste Mal den eigenen Namen können schreiben und lauter so Zeug und das erste Mal wissen, was 1 und 1 gibt und dann werden sie älter und dann, je älter sie werden, desto mehr Bedenken haben oft die Eltern. Was ist nämlich, wenn das Kind unkluge Entscheidungen trifft? Was ist es, wenn es sich mit den falschen Freunden einlässt? Was ist es, wenn es vielleicht auch irgendwo abdriftet vom Glauben an Jesus? Oder wenn es gar nicht zum Glauben an Jesus findet? Und was Eltern in diesem Moment, wenn die Kinder in eine Richtung gehen, wo sie meinen, es schadet ihnen, was sie erleben, das Schmerz. Und das ist ein Schmerz, den man vielleicht gar nicht so in Wort fassen kann, weil er ist ein Schmerz, der Sorge ausdrückt. Es ist Liebe, es ist die Fürsorge, es ist irgendwo aus dieser Liebe heraus ja die Hoffnung auch für das Beste vom Kind. Und ich glaube, wissen Sie so ein bisschen, von welchem Schmerz ich rede? Können Sie ein bisschen nachfühlen? Okay. Und genau über so etwas redet eigentlich Jesus heute Morgen in unserem Text inne. Und wir sind im zweitletzten Teil von unserer Predigtserie und er sagt da in Lukas 13, sagt Jesus, Jerusalem, Jerusalem, du Stadt, die Propheten tötet und die Boten Gottes steinigt. Wie oft wollte ich deine Kinder sammeln, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügeln birgt, aber du wolltest es nicht zulassen. Und nun siehe doch, dein Haus wird veröden und du wirst mich nicht mehr sehen, bis du selbst rufst, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Was sehr interessant war, in welchem Kontext Jesus die Worte sagt. Der Herodes hat ihn bedroht mit dem Leben. Er hat gesagt, Jesus, ich werde dich töten. Und Jesus sagt, ja, sagt dem Fuchs, ich werde nicht aufhören, meinen Dienst zu tun. Ich werde das Evangelium verkündigen. Ich werde nicht aufhören, Tote aufzuwecken. Ich werde nicht aufhören, auch Menschen von der Macht von Satan frei zu machen. Und das ist etwas, was ich an Jesus liebe. Jesus, er hat sich nicht durch andere Menschen abhalten lassen, gut zu tun. Er hat sich nicht davon abhalten lassen, Menschen die frohe Botschaft von Jesus wirklich weiterzugeben. Aber da drinnen merkt man plötzlich, Jesus, er steht nicht weiter weg vom Tod am Kreuz. Es sind nur noch wenige Wochen von dem Moment an. Und wir finden in diesen Worten von der Henne und der Küke, finden wir eigentlich fast die emotionalsten Worte von Jesus, wo eine unglaubliche Zärtlichkeit zeigt, eine unglaubliche Liebe zu den Menschen und auf der anderen Seite einen unglaublichen Schmerz bei Jesus, wo er sagt, hey, es gibt Menschen, die nicht
auf meine Einladung hören. Der Vers, wie oft wollte ich deine Kinder sammeln wie eine Henne, das spricht davon, dass Jesus uns vor dem Verderben will retten. Und zwar, Jesus braucht das Bild da von der Henne. Ich hätte am liebsten unsere Hühner, unsere 3 mitgenommen heute Morgen, aber dann hätten wir mit dem Tierschutz ein Problem gehabt. Okay, aber wenigstens so. Digital ist nicht unser Huhn, aber ich habe ein Bild mitgebracht, einfach so ein bisschen, um zu zeigen, was passiert. Henne hat einen unglaublichen, kennt ihr Gluckern? Kennt ihr das Wort Gluckern so, oder? Unglaublichen Instinkt, ihre Bibel wirklich zu bewahren. Und zwar vor dem Find. Und zwar gibt es verschiedene Arten von Gefahren, die kommen. Es kann aus der Luft sein, kann Adler sein, kann Raubvogel sein. Ich meine, für die ist das gefundenes Fressen, so ein kleines Bibeli. Und auf der anderen Seite, es gibt auch Gefahren auf der Erde. Es können Menschen sein, es kann aber auch Feuer sein. Und was sie dann machen, ist, dann rufen die Hähne ihre Kleinen zusammen, breiten ihre Flügel aus, so nach dem Motto, dann sind ihr geschützt und der Find sieht euch nicht. Und es gibt von Naturbeobachtern gibt's verschiedene Berichte davon, die erzählen, wie das geschieht und wie eine Henne auf der anderen Seite sogar ihr Leben riskiert und schon Feuerbrunst drüber gegangen ist, über so eine Henne, und die Bibel haben überlebt. Und als Jesus das gesagt hat, haben alle Juden, die das Alte Testament gewusst haben, nur einer im ganzen Alten Testament hat das Bild gebraucht, Menschen unter seine Fittiche zu nehmen, und das ist Gott. Und damit gibt Jesus da im Lukas-Evangelium wieder mal einen Hinweis darauf, hey, ich bin nicht einfach nur ein Lehrer, ich bin nicht einfach nur ein Rabbi für euch, ich bin nicht irgendwie der Sohn von Josef, sondern ich bringe in meinem Leben etwas mit, das ihr genau kennt, und etwas wisst, das findet ihr nur bei Gott. Und zwar auch an einer Liebe, an einer Zuneigung und an einer Zärtlichkeit für den Menschen. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin Gott in meinem eigenen Leben so froh, dass er seine Flügel immer wieder auch über mir ausbreitet hat und dass wir einen Gott haben, der uns Menschen wirklich bewahrt. Dass wir unter diesen Fittich wirklich von Gott dürfen sein. Ich mich erinnere, in meiner Jugendzeit sind wir etwa die Gomersee gefahren und wir waren zu dritten unterwegs gewesen, sind in Engadin Richtung Maloja-Pass hinterher und es hat geregnet. Ja, und es war noch schwierig, so ein tunter BMW war, es war noch schwierig, zum 60 zu fahren mit dem. Und plötzlich weiss ich, sagt der Fahrer, hebe die! Und ich weiss, ich bin hingehockt und ich habe mich gehebt. Kennt ihr die Griffe beim Auto? Weißt du, wo du dich noch so kannst heben? Ich weiss nicht, ob es die überall heute noch drin hat. Und ich habe die Griffe gehebt, links und rechts, meine Füße und der Vordersitz da, mir richtig verkeilt. Und dann ist unser Wagen seitwärts in eine Mauer rein. Gott sei Dank nicht irgendwo in einer von diesen Seen dort oben. Das wäre meine grösste Panik, irgendwo mit dem Auto gluck, unterzugehen. Aber wir sind seitwärts in das Mürli rein, der Wagen war total schade gewesen, die Pneu sind neben den Felgen gelegen. Und wir sind ausgestiegen aus dem Auto und keiner von uns hat einen Kratzer gehabt. Und ich habe erst im Nachhinein irgendwo realisiert, meine Güte, das hat so anders können ausgehen. Wie gut war Gott gewesen, dass er seine Fittiche über uns breitet hat. Vor 1,5 Wochen hatte ich eine von meinen schlimmsten Nächte gehabt. Ich war an der Retrette mit dem Vorstand SPM. Wir waren in Liverpool noch für eine Konferenz. Und dort in der einen Nacht vom Mittwoch auf den Donnerstag, ich habe etwas erlebt. Mein Magen hat sich zusammengezogen. Ich bin nur noch ins Bad gegangen. Am Schluss bin ich in diesem Bad gelegen, gekämpft, dass ich nicht ohnmächtig werde. Kalter Schweiß ausgebrochen. Ich habe noch nie so etwas erlebt. Nachher ins Bett, Fieber bekommen. Ich weiss bis heute nicht genau, was es war. Aber was ich weiss, ist, am nächsten Tag lese ich später am Abend, wo ich wieder ein bisschen besser haben möge, ein E-Mail von einem Pastorenfreund in Finnland. Und er sagt, Matthias, du bist mir letzte Nacht im Traum begegnet. Und ich habe mich gesehen in meinem Traum, wenn ich meine Hand auf dich lege und für dich bete. Ich habe so etwas noch nie erlebt. Ist alles okay bei dir? Und ich habe ihm dann zurückgeschrieben, was passiert ist. Und ich habe einfach so gedacht, hey, wir haben schon einen wahnsinnigen Gott,
wo auch durch Wunder, durch Träume Sachen tut, die kein Mensch irgendwie initiieren kann. Und so viel ist da an Gottes Fürsorge, so viel ist da an Gottes Bewahrung. Aber die Frage ist natürlich in diesem Text, was ist denn die eigentliche Bedrohung? Und die Bedrohung wird uns nicht gerade aus dem Text raus klar, sondern die finden wir erst im Zusammenhang. Und ich werde ein paar Vers vorher lesen in Lukas 13. Da kommt einer zu Jesus und er sagt zu Jesus, Jesus, werden nur wenige errettet werden. Und er erwiderte, die Tür zum Himmel ist eng, bemüht euch hineinzukommen. Entschuldigung, so ein bisschen das emotionale Bild von Jesus. Ich habe x Wochen darüber nachgedacht, über die Predigt, geht mir recht nach. Und wenn ich mal stocke, bitte vergebt mir. Die Tür zum Himmel ist eng, bemüht euch hineinzukommen, denn viele werden es versuchen. Doch wenn der Hausherr die Tür verschlossen hat, wird es zu spät sein. Dann werdet ihr draußen bleiben, klopfen und bitten, Herr, öffne uns doch. Er wird aber entgegnen, ich kenne euch nicht. Und dann heißt es ein bisschen weiter unten, dann wird lautes Weinen und Zähneknirschen ertönen. Denn ihr werdet Abraham, Isaac, Jakob und die Propheten, das sind Menschen vom Glauben im Alten Testament, im Reich Gottes sehen, aber ihr werdet hinausgeworfen. Dann werden Menschen aus der ganzen Welt kommen und ihre Plätze im Reich Gottes einnehmen. Und was sagt Jesus in dem Gleichnis von dem Haus und von der Tür? Er sagt erstens einmal, es gibt nur eine Tür. Es gibt nur eine Tür ins Himmelreich. Es gibt nur eine Tür zu Gott. Es gibt nur einen einzigen Weg, wie wir gerettet werden können. Und an einer anderen Stelle sagt Jesus, ich bin die Tür. Ich bin die Tür. Und er sagt, dass die Tür eng ist. Was heisst das? Nicht, dass Gott engstirnig ist. Oder dass der Glauben an Gott uns irgendwie zu komischen Menschen macht. Aber Jesus sagt, weißt du was? Es fordert eine bewusste Entscheidung. Es ist nicht einfach eine breite Tür, so nach dem Motto, ja, kannst einfach mal reinspazieren. Sondern es befordert eine bewusste Entscheidung, wo du sagst, die einzelne Türe gar nicht. Und dann sagt er, bemüht euch. Und was meint Jesus da damit? Schaut, das Zentrum vom Evangelium ist nicht, dass wir uns bemühen, bessere Menschen zu werden. Das Zentrum vom Evangelium ist, dass wir das, was Jesus sagt, absolut ernst nehmen. Das ist das Bemühen. Es ist kein Spiel, es ist kein Game, es ist nicht einfach eine Option, der Glauben an Jesus. Liebe Freunde, es geht in der Botschaft von Jesus um gerettet oder verloren sein. Es geht um Himmel oder es geht um die Hölle. Und Jesus sagt so deutlich nachher, bei denen, die nicht durch die Tür reingegangen sind, wird es Tränen und Zähneknirschen geben. Und es redet von einer Seele, wo schmerzlich realisiert, ich habe es verpasst, reinzugehen. Ich habe es verpasst, durch die Türe zu gehen und in den Himmel zu gelangen. Und zugleich sagt Jesus, da wird es eine Schar geben von Menschen aus der ganzen Welt und sie werden ihre Plätze im Reich Gottes einnehmen. Und schau, ein junger Mensch heute, wenn er auf dieser Welt ist, er kann so viele verschiedene Wege einschlagen für seinen Beruf. Er kann in so vielen, ich denke, man kann in mehr als einem Beruf glücklich werden. Aber zu Gott gibt es keine Optionen. Es gibt nur einen Weg. Was heisst das? Heisst das, dass ich an eine Verlorenheit glaube? Heisst das, dass ich glaube, es gibt Menschen, die in den Himmel kommen und Menschen, die verloren gehen und in die Hölle kommen? Ich glaube das. Und liebe Freunde, ich glaube es, und zwar aus dem Grund, weil es Jesus da in diesen Worten so glasklar sagt. Und ich kann es nicht abtemperieren. Ich kann es nicht irgendwie easy machen. Ich kann es nicht sagen, weißt du was, und sonst kannst du immer noch Vollkaskoversicherung abschliessen. Es gibt keine.
Liebe Freunde, wenn Himmel und Hölle nicht eine Realität wären, hat Jesus nicht müssen kommen. Ich will es mal ganz plakativ sagen. Dann hat es gelangt, irgendwo ein grosser Charismatiker, vielleicht wie ein Elon Musk mit riesen Träumen. Und einer, der noch ein bisschen christliche Werte reinbringt, die kombiniert, ein bisschen gut gemischt, DNAs vermischt, und dann hat man den anstellen und sagen, voilà, hey, cooler Typ, hört auf ihn und macht, was er sagt. Aber liebe Freunde, Jesus ist nicht in erster Linie gekommen als guter Mensch, er ist nicht in erster Linie gekommen als Morallehrer. Er ist gekommen, um sein Leben zu lassen für uns. Warum? Weil wir Menschen ein Dilemma haben, und zwar jeder von uns, das keiner von uns lösen kann. Die berühmteste Popsängerin im Moment ist vermutlich Taylor Swift. Und auf ihrem neuesten Album, ich habe mal reingehört, hat sie ein Lied, und das heißt «Cancelled». Und in diesem Lied rechnet sie brutal ab mit allen Leuten in ihrem Leben, die ihre Mühe machen, die ihre Finden sind. Und dann sagt sie in diesem Lied, jetzt, wo du weisst, was ich meinen Finden wünsche, kennst du meine Unterwelt und du weisst, was dunkel ist in meinem Leben. Und sie ist bekannt für, ich sage auch ein bisschen crazy Text, aber sie ist auch bekannt für ihre grosse Ehrlichkeit. Und schaut, das ist genau unser Problem. In jedem von uns Menschen steckt die Unterwelt. In jedem von uns Menschen steckt die Dunkelheit. In jedem von uns Menschen steckt das an Gedanken und Emotionen, wo wir genau wissen, wenn das wirklich rauskommt, dann kommt nicht das Beste von uns raus, dann kommt das Schlechteste von uns raus. Und schau, darum ist Jesus gestorben, weil das ist eine Macht und es ist eine Realität. Und der Einzige, der das lösen kann, der Einzige, der dich frei machen kann davon, der Einzige, der dich retten davon, der Einzige, der dich wirklich auch reinigen von deiner Unterwelt, das ist Jesus. Und darum ist er gekommen, darum hätte Jesus müssen kommen. Darum hat ein religiöser Lehrer alleine nicht gelangt. Letztens irgendwo in einer Schulratssitzung haben sie der Schulleitung gesagt, ja, wir wollen keine Religion wir wollen keine Religion und nichts Religiöses da in unserer Schule. Wir wollen nur die guten Werte. Und dann hat einer von den Lehrern aufgegeben und hat gesagt, ja, woher kommen denn die guten Werte? Wissen Sie, dass Nächstenliebe, Rücksichtnahme, dass die alle von der Bibel sind? Du kannst nicht christliche Werte haben ohne Christus. Warum? Weil wir die christlichen Werte nicht leben können, ohne Christus. Er ist der, der uns frei macht von unserer Unterwelt. Er ist der, der uns frei macht von unseren Gemeinheiten, von unserer fiesen Art, von unserer Bosheit in unserem Leben. Darum ist Jesus gekommen. Und er ist gekommen, wir werden dann nachher auf das eingehen, ähnlich wie die Henne. Und dann sagt Jesus als nächstes in dem Text, aber du wolltest es nicht zulassen. Und wisst ihr, ich höre in dem Text nicht einfach nur ein Finalstatement, sondern ich höre in dem Text etwas, dass du und ich, dass wir eine Wahl haben. Wir haben eine Wahl. Es ist interessant, wenn Hühner rufen, dann haben sie ein unglaublich differenziertes Warnsystem. Und ich bin dem mal nachgegangen. Und ich bin zwar nie an der Hühnerprimarschule gewesen, wo man richtig lernt, Hühnerisch reden, aber ich will es gleich versuchen. Wenn sie ihre Bibel zusammenrufen, also gluckermässig, dann machen sie so ein Guru, 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 Guru. Und dann wissen alle Bibel, keine Gefahr, aber das Mami ruft uns, das Mami will knuddeln mit uns, das Mami sagt, kommt zu mir, let's have a good time. Und wo sind wir überhaupt? Und in jeder Bibelfamilie gibt es immer eins, das immer ein bisschen weiter weg ist als die anderen. Guru, Guru, Guru. Kommen, und dann rennen sie und kommen zu der Mutter. Und dann geht's, wenn Bodengefahr droht, gibt es so ein, mach so,
Also Entschuldigung für meine Aussprache. Alle Hühner würden mich auslachen heute Morgen. Und dann heisst das, hey, Moment, jetzt ist Gefahr, und zwar Bodengefahr. Kommt und versteckt euch unter meinen Flügeln. Und wenn Luftgefahr droht, also irgendwo ein Falk oder ein Mäusebus hat oder irgendwie so, dann kommt so ein Tiet. Und dann wissen sie, hey, jetzt Turbo rein, Sprint. Und Vollgas unter Fittich von der Mutter. Und jetzt kommt auch etwas rein, wo für die Hühnermütter so schwer ist. Sie können rufen, aber reagieren mit die Bibel selber. Sie können rufen, aber reagieren müssen sie selber. Und ich habe mich so gefragt, hey, wie haben die Leute zu der Zeit von Jesus reagiert auf sein Tiet? Ich denke an Herodes. Der Herodes, der hätte gern Jesus einmal gesehen und ihn so ein bisschen zur Schau gestellt. Hey, mach doch irgendein Wunder. Jesus als Showman. Jesus so ein bisschen als Superman. Aber am Schluss ist der Herodes an seinem Ego gescheitert. Und ich habe mich gefragt, das ist eigentlich ein sehr kulturelles Phänomen. Wir sind nicht eine Gesellschaft, die einfach irgendetwas hat gegen Jesus. Ich höre selten Leute, die irgendetwas Böses über Jesus sagen. Aber viele wollen ihn nur als Weisheitslehrer. Als kulturelles Phänomen. Ich meine, es vergeht kaum eine Woche, wo nicht irgendwo ein Zitat von der Bibel irgendwo in den Zeitungen erscheint. Geben ist seliger als nehmen. Der mit der Backen und so, der kommt immer wieder. Leider immer falsch zitiert. Und viele andere Sachen. Weil Jesus mega coole Sprüche gemacht hat. Aber wie viel wollen ihn nur als Phänomen, als Weisheitslehrer, aber lehnen ihn ab, dass er sie wirklich rettet und dass er Herr und König wird in ihrem Leben. Und das war Herodes sein Problem. Er hat Jesus nur als Phänomen wählen. Als einer, der ihm ein bisschen chillte Gefühl gibt. Als einer, der ihn Brot und Spiele, oder, bei den Römern. Jesus als Game. Aber nicht als König. Ich glaube, das ist eine wichtige Frage für uns. Ist Jesus wirklich ein Game oder ist er der Game Changer in unserem Leben? Und ich denke, die Mehrheit der Schriftgelehrten und Pharisäer, das sind die religiösen Leiter gewesen, das sind die Jahrhunderte gesagt haben, hey, der Messias kommt, macht euch bereit, euer Herzen, bereitet euch vor, der Messias kommt. Und dann ist der Messias gekommen und die vom Volk hätten sollen sagen, hey, das ist das, was wir seit 900 Jahren verkündigen. Der ist jetzt da. Sie sind die, die in Anglobo bis auf ganz wenige abgelehnt haben. Die auf Jesus hätten sollen hinweisen, haben selber nicht an ihn geglaubt. Und zu ihnen sagt Jesus, euer Haus wird veröden. Was heisst das? Hey, das Leben wird rausgehen. Und weißt du was? Wenn das Leben weggeht, dann verdorrt alles. Vielleicht so, jetzt, wie du auf die eine oder andere Wiese schaust, es ist nur noch braun, das Leben ist weg, das Gras ist gestorben. Euer Haus wird veröden, redet davon, dass man in den Gotteshäusern alles findet, aber nicht mehr Gott. Und liebe Freunde, ich habe wirklich sagen, eines Tages wird auch in der Schweiz, wird Gott einmal übers Gericht gehen mit der Schweiz und sagen, eure Gotteshäuser in eurem Land sind am besten Fall noch so Tempel geworden, wo die Touristen kommen, schauen, wow, was für eine tolle Architektur, wow, was für tolle Bilder, wow, was für eine Akustik. Aber es sollten Häuser sein, wo Menschen Gott finden.
Es sollten Häuser sein, wo Menschen in eine Begegnung mit Gott geführt werden. Aber ich bin so froh, dass es auch das andere hat gegeben. Nicht alle haben Jesus abgelehnt, sondern viele im Volk und sogar auch von der Oberen, einer, der Nikodemus, er hat Jesus erkannt, wer er ist. Der Sohn Gottes, der Messias. Er ist später dann mal für Jesus angestanden. Und wisst ihr, so tönt der Ruf von Jesus. Sein Gok, 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 sein Zeit. Tönt in unsere Zeit hinein, tönt auch an unsere Herzen immer wieder an. Und der Ruf von Jesus, das ist ein Ruf, den wir in unserem Leben immer wieder hören müssen. Und Gott ruft es manchmal in unseren Umständen. Im Leid ruft Gott oft am lautesten zu uns. Durch unser Gewissen, in einem Gottesdienst, in einer Predigt, durch einen Freund, durch eine Freundin, durch die Bibel. Was sagt Jesus? Kommt unter meine Flügel. Kommt unter meine Flügel. Und wisst ihr, das kostet uns unseren Stolz. Es kostet uns in unserem Inneren es zugeben, dass wir es nicht haben und dass wir es nicht sind, was wir sein sollten. Aber die Bibel sagt auch immer wieder neu, dass der in dieser Demut kommt zu ihm, dass er Gnade erlebt. Gnade heisst nicht nur, dass Gott uns unsere Schuld vergibt, sondern Gnade heisst auch, dass Gott unser Leben verändert. Dass Gott etwas anderes aus uns macht, etwas Neues macht. Dass Gott uns Kraft gibt, dieser Dunkelheit in unserem Leben, die können zu überwinden. Indem Gott neue Sehnsucht, Gott neue Wünsche in unsere Herzen hineinpflanzt, ihm zu gefallen und mit diesen Wünschen eben auch Kraft vom Heiligen Geist, nachher in dem auch zu leben. Und wisst ihr, Jesus hat das Rufen, und dass er es wirklich meint, er hat das wirklich bewiesen. Denn Jesus, er hat den Todesschlag vom Volk ertragen. Jesus hat Feuerbrunst über sich ergehen lassen und hat es mit seinem Leben gezahlt am Kreuz von Golgatha. Ich will da nicht stehen bleiben und du sagst, ja mal, ich kenne all diese Sachen. Aber hast du gewusst, das Rufen von Gott, das Reden von Gott zu uns, das hört nicht auf. Die Bibel sagt, früher hat es euch mit Macht zu den stummen Götzen gezogen. Zum Materialismus, zum Erfolg im Leben, zum Vergnügen im Leben. Aber jetzt habt ihr etwas Neues, einen neuen Zug in unserem Herz zu einem Gott, der redet. Jesus hat gesagt, meine Schafe hören meine Stimme. Das ist das Wesen, das ist die Dynamik von einem lebendigen Glauben an Jesus, dass wir mit einem Jesus unterwegs sind, der durch seinen Heiligen Geist zu uns redet. Der Werner Kniesel hat diese Woche ein ganz neues Buch veröffentlicht, der Heilige Geist im Herzen. Und ich glaube, das ist seine tiefste Botschaft, auch in dem Buch, dass der Gläubige lehrt, die Stimme von Gott hören, durch Gottes Geist. Weißt du, das ist der Gott, der redet. Und es fängt an, in dem Moment, wo du dein Leben Jesus übergehst und das tiefe Empfinden da im Herzen, jetzt gehöre ich zu Gott. Heilsgewissheit, Gewissheit, wo es angeht. Das ist die Stimme vom Heiligen Geist. Der Geist, der uns überführt, aber auch von Sünde und der uns zu Jesus immer wieder kommen lässt. Und wo wir können sagen, Herr, vergib mir meine Schuld, so wie ich auch anderen vergebe. Der Heilige Geist, der uns mahnt, unter diesen Fittich von Gott zu bleiben. Uns nicht zu entfernen von Gott. Und der Heilige Geist, der redet auch an dem heutigen Tag in dem Gottesdienst. Es ist die Stimme von Jesus, die tönt durch den Heiligen Geist in dein ganz persönliche Leben hinein. Und ich habe für den heutigen Morgen so empfunden, dass Gott uns in ein paar Sachen drin nimmt. Auch in den nächsten Moment, wo wir das Haus wirklich ganz bewusst in ein Gebetshaus
möchten verwandeln. Ein Haus, wo du kannst connecten mit Gott, wo du kannst beten. Aber auch ein Haus, wo Gott zu dir reden kann. Ich habe so empfunden, dass heute Morgen Menschen da sind, denen gilt der Warnruf von Jesus, ganz persönlich. Ich weiss nicht, was in deinem Leben vorgefallen ist, aber vielleicht hast du dich von Jesus entfernt. Vielleicht hast du noch nie bewusst dein Leben Jesus anvertraut und bist, bildlich gesprochen, wirklich unter seine Flügel gekommen. Und wenn Jesus dir heute Morgen das Tiet zuruft, der Warnruf, dann tut er das in dieser Liebe, in dieser Güte und Zärtlichkeit von einer Henne. Er sagt, komm, gang nicht an dem Moment vorbei. Vielleicht bist du da und möchtest dein Leben heute Jesus wirklich bewusst übergeben. Anvertrauen. Komm. Vielleicht bist du auch da heute Morgen und du weißt, du hast dich entfernt von Gott. Du bist auf den Weg gekommen, in Beziehungen gekommen, in Prioritäten hineingekommen in deinem Leben. Und Jesus ist einfach nur so auf dem Beistelltisch, aber nicht mehr auf dem Haupttisch von der Mahlzeit von deinem Leben. Hey, komm heute Morgen zu ihm. Ich habe empfunden, dass Gott heute Morgen Menschen auch ruft, unter seinen Flügeln heilig zu erleben. Im Alten Testament heisst es an einer Stelle, dass heilig unter seinen Flügeln ist. Heilig. Wo wir dürfen geheilt werden, auch körperlich geheilt werden. Ich habe empfunden, dass heute Gott einen speziellen Fokus setzt auf Menschen, die mit ihren Gelenken Probleme haben. Dass er als Heiler heute Morgen in unserer Mitte will sein. Und ich möchte noch zu einer vierten Gruppe reden. Und das sind die Menschen, die sagen, weisst du, Matthias, ich merke, ich möchte wieder neu reinkommen in das Leben, wo ich Jesus im Alltag höre. Ich möchte wieder neu reinkommen in das Leben, wo ich auf seine Stimme höre. Nicht nur einmal am Sonntag, nicht nur im Lesen von der Bibel, sondern wo ich unter diesen Flügeln bleibe von Jesus. Und sage, red du zu mir. Mein Herz ist offen, auch im Alltag, in den Begegnungen mit Menschen, in meinen Gedanken, in meinen Wünschen, in meinen Träumen, in meinen Sehnsüchten. Aber ich sehne mich danach. Geist Gottes, red wieder neu zu mir. Lasst uns doch aufstehen zum Gebet. Und ich möchte es heute so machen. Ich möchte unsere Kleingruppenleiter bitten und die vom Ministry-Team, dass wir zuerst heute Morgen uns hier aufstellen. Kommt doch gerade führen und macht euch bereit zum Gebet für Menschen. Dürft euch gerne der Gemeinde zuwenden. Hey, und wenn der Herr heute Morgen zu dir geredet hat und du merkst, hey, da ist vielleicht das Tiet da, und du weißt, es ist irgendwo ein Warnruf Gottes, dann komm heute Morgen, gang nicht an dem vorbei. Weil eins weiss ich bei Gott. Gott ruft nicht immer gleich. So, es gibt Gnadenmomente, wo er uns ruft, dann komm. Wenn du das Guru hörst heute Morgen von Gott und du weißt, ich muss einfach zurück zu Jesus. Ich möchte neu dort ankommen, wo ich von Jesus höre. Und ich seine Stimme im Alltag wirklich vernehmen kann. Komm, dann komm und du darfst gerne beten lassen für dich heute Morgen. Und das soll so ein Ausdruck sein, wo wir als Kirche sagen, wir wollen eine Kirche sein, die hört auf Jesus. Und wir wollen eine Kirche sein, die reagiert auf Jesus. Eine Kirche von Action, eine Kirche, die sagt, jawohl, dies Reden ist bei uns nicht vergeblich. Wir gehören nicht zu den Leuten, wo du sagst, ihr habt nicht gewollt, sondern wir sind eine Kirche, die sagen, aber du hast gerufen und wir haben wollen. Amen. Das ist eine Kirche, die einen Unterschied macht in dieser Welt. Das ist eine Kirche, die einen Change bringt in ihre Gesellschaft hinein. Halleluja. Wenn du Gebet wünschst, darfst du jetzt vorkommen, wenn du im nächsten Lied und lass einfach für dich beten. Und wenn vielleicht alle besetzt sind, dann wartest du für einen Moment. Wird sicher jemand frei. Wir beten nicht lang mit Menschen heute Morgen, aber möchten den Himmel einfach öffnen. Jesu Flügel sind ausbreitend für dich. Amen. Danke vielmals, bist du heute dabei gewesen. Wir hoffen, dass die Message dir geholfen hat, Gott tiefer kennenzulernen und mit ihm vorwärts zu kommen. Falls du Fragen oder Anmerkungen hast, würden wir uns freuen, von dir zu hören. Melde dich einfach über unsere Homepage www.silbern.church.
Wenn die Botschaften für dich ein Segen sind, würden wir uns über deine Unterstützung freuen. Es hilft uns, weiter das zu machen, was wir tun. Du kannst das ganz einfach über die eingeblendete Twint-Code machen. Natürlich gibt es auch noch andere Möglichkeiten, die findest du auf unserer Homepage unter www.silbern.church/spenden. Hey, und so wünschen wir dir Gottes Segen und seine Power. Bis gleich.